Herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier genau in der Mühle von am Onkel von Theresa. Wir gehen auch mal ein bisschen umschauen, was das so Schönes hat. Eigentlich nicht viel Spezielles. Darum gehen wir jetzt hier mal raus. Oh, ich habe alles mitgenommen. Leiter benutzen, das steht oben. Ja komm, da. Jetzt eine Truhe, wo man etwas klauen kann vielleicht. Schloss knacken sehr schwer, nur Mist. Hoppla, das ist hier nicht so gut jedes Mal. Mal auf. Wir kennen die Schuhe mehr an. Dann wir schnell die Schuhe anlegen, da, zeig mal. Ne, Inventar. Biancas Ring. Und halbe, alles anlegen, alles anlegen. Gepolsterte. Oh, es ist besser. Nein. 100, 60, 56, 70, dann gleich die anlegen. Jagdhändchen, das Lederwams, Leinen, Google, das ist auch gut, das nehmen wir. Das ist aber beschädigt, so wie es aussieht. Platten, Bogen, Kacheln, so, that's it. So sehen wir einigermaßen aus. Waffen, heimisch Schwert. Ah, das hat er unter, genau. Okay, gut. Jetzt schnell schauen, was die Quest ist gestanden. Das habe ich nicht alles merken. Also sind alle okay. Vergeltung. Vergeltung. Ich wollte eine Nebenquest machen, aber nur Peschek und seine nicht Theresa. Ja, das wäre eine interessante Idee. Die heute markieren. Wenn ich dann mal, also mache ich dann mal ein Kreuzatelier, wenn ich es dann endlich mal geschafft habe. Jedes Mal so. Wenn ich es dann mal geschafft habe. Tatsächlich stimmt, wenn man guckt hat. Wie viel willst du mir abknöpfen? Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst ja schon. Juh. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Ah, da haben wir auch noch. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Das ist kein Wenn du Problem, beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Und darauf an, was es geht. Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Das ist jetzt wieder geil, ne? Wenn es mich verwutscht, das ist die Hälfte. Nein, vergiss es. Ich bezweifle, dass ich der Richtige für diese Aufgabe bin. Ich will nicht, dass sie mein Gewissen belastet oder meinen Ruf. Ruf, genau, ist das Problem. Wie du willst. Ich gebe dir die Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Du kannst dich da nicht rauswinden. Ich will mein Silber zurück. Sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. Wirst sehen.
Jetzt halt, stopp, nicht davon latschen. Jetzt nimmt mich wunder, ob ich es einfach nicht einfach bezahlen kann. Ich habe genug für die Schulden. Und ich habe schon geglaubt, du bist blöd wie ein Pisspot. Her damit. Den Ist ja Auftrag verrückt, kannst du sicher. aber immer noch annehmen. Ah, soll ich den annehmen, den Auftrag? Das ist sicher für nichts. Näher. Ah, shit. Es schadet einfach meinem Ruf, wenn sie mich verwutschen wahrscheinlich. Wenn ich mich verwutschen, muss ich sowieso. Weil das so zum Spiel gehört. Ich weiß nicht, was ich da mache. Erzähl Erzähl mir nochmal. davon. Na schön, was soll ich für dich tun? Mhm. Nix Aufregendes. Nur, dass du was... Das Ja, klingt das- simpel. Bis auf das... Ach, mach dir deswegen kein... Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Hast du geglaubt, ich schick dich auf... Er soll mir mehr Ich habe erzählen. mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Wenn wir gleich Es geht kommen, um das den ist Ring. echt. Mein Kumpel Wojciech von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Tor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Ja, gut, okay. Nein, das mache ich nicht. Das hast du schön gesagt. Aber es ist und bleibt eine Schandtat. Ich mach das nicht. Meine Ehre ist mir wichtiger als Silber. Jawohl. Ich gebe dir die Chance, deine Schulden abzuarbeiten. Ja, die ist schon Sonst mache abgearbeitet. ich dir das Leben zur Hölle. Ja, das habe ich ja schon, du Vollidiot. Okay. Das haben wir jetzt gemacht. Also, nein. Also, Grabschänden, nein. Also, einfach nur, dass ihr es wisst. In jedem anderen Fall hätte ich es gemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich wollte jetzt in diesem Spiel möglichst versuchen, eben ehrbar und einen guten Ruf zu haben. Ehrbar zu sein und einen guten Ruf. Wegen dem klaue ich auch nichts. Einfach aus Prinzip nicht. Und, ja. Und das Spiel ist so gross, wer weiß. Vielleicht lustet excuse. Vielleicht lustet es mich doch irgendwann mal noch ein bisschen strübere Sachen zu machen. Okay, jetzt gehen wir da mal auf... Was ist denn das? Jetzt hast du einfach gleich noch auf... Oder muss ich das annehmen? Das kann einfach nicht sein. Das verwirrt mich ein bisschen. Habe ich meine Schulden nicht gezahlt? Was? Also, gut, nochmal testweise. Ah, es ist etwas ganz anderes. Okay. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Das brauche ich trotzdem. Jetzt üben wir das mal. In die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Und verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Das kann doch nicht sein. Wachmann würde dieses Geräusch sofort Also hört jetzt, ich schneide das raus, ich tue jetzt hier ein bisschen üben, wenn ich es kann, dann, ja, bis später. Also, wir sind wieder zurück. Und zwar ist es so, dass der uns zwar Dietrich gegeben hat,
dass du aber nach dem 4. Mal keiner mehr hast, weil sie abgebrochen sind. Und ich finde das hure schwierig, das ist die Thematik mit dem Schlösser knacken. So langsam habe ich es gecheckt, aber jetzt will er Geld dafür. Schau mal da, jetzt will er Geld, jetzt will er Kohle. Es heißt, du kannst Schlösser Ja, knacken. da, Verständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, Ja, gern. aber nur gegen Silber. Super. Hure gut. Wirklich. Ist das nicht etwas viel? Tut Super mir leid. geil. Für den Preis übe ich nicht mit dir. Frecher Hund. Okay. Dann fragen wir in dem Fall noch weiteres Zeug. Excuse, wir müssen hüsteln. Kann ich was fragen? Ja, ich kann etwas fragen. Bitte. Was ist mit den Scarletsern? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Ja, das ist er ist sehr zufrieden mit diesen Leuten. Und da? Was hältst du von all dem, was sich ereignet hat? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Die 2 Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Ja, Mir das ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. wäre manchmal Aber schon. dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Und Weißt Kumane? du irgendetwas über die Kumanen? Den heidnischen Abschaum, den Sigismund angeschleppt hat? Was fragst du? Hast ja mit eigenen Augen gesehen, wozu die fähig sind. So, alles. wäre alles. So weit. Aber so Kannst du mir andere etwas Müller über die da. anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojciech in Kohelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojciech. Ja, gespannt. Er ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Pruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Ah, das heisst für uns, dass wir Was ist wahrscheinlich Simon mal aus etwas Sasau für den für einer? erledigen. Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Jo, okay. Redekunst, sehr gut. Erzähl mir mehr von dir. Das nimmt mich noch ein Erzähl mir Wunder. ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Taschendiebstahl könnte man Würdest du eigentlich noch mir nennen. etwas Das ist über gegen... Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Meine Mühle, Kinder dann gehen sieht man wieder uns nicht. da, das gehört mir jetzt halt, es tut mir leid, es geht halt nicht anders. Es ist leider so, meine Kinder sind halt aktiv und ja, die Problematik ist, okay, also das ist jetzt da hier für einen Taschendiebstahl, das machen wir dann. Und jetzt in dem Fall, also dann später in der nächsten Folge, ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, also immer, zu der Zeit, dass ihr auch schaut. Weil jetzt ist sowieso gerade Lärm erst oben und das ist das nicht so geil. Okay. Aber versprochen, es ist ein Rollenspiel. Wir machen alles, was wir können. Wir reden mit jeder Person und mit dir nichts wegscrollen. Gar nichts solches. Ich tue euch die interessanten Sachen immer im Let's Play lassen. Und die uninteressanten Sachen schneide ich raus, so jetzt vor das Schloss knacken, das ich wieder mal versaut habe. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tschüss zusammen, merci fürs Zuschauen. Danke vielmals.